Morgen. Ich müsste ja da anhand von der täglichen Visionen mit England und so spielen, aber heute gelustet es mir eigentlich mal ein Deck zusammenzustellen mit Deutschland als Hauptnation auf Panzer optimiert. Und das machen wir doch jetzt gerade. Also machen wir da mal ein neues Deck mit Deutschland als Hauptnation und ich kombiniere das jetzt mal mit Russland. Sagen wir dann mal Panzer. Deutsch. Panzer. Ja, Deutsch. Mit Russ. Ah, geht nicht aus. Gut, dann müssen wir hier mal, dass auch Karte anzeigt. Dann haben wir jetzt einfach vorwiegend nur Panzereinheiten drin und was schon so wichtig ist. Aber der braucht es auf jeden Fall für die zusätzlichen Credits. Dann haben wir normalerweise noch mit der drin. Da, die Luftabwehr nehmen wir nicht rein, das hier nehmen wir nicht rein, die lassen wir jetzt mal aussen vor. Von dem, da kann ich dann so Panzerzeugs bauen, das ist enorm stark, die Karte. Der, den ich am Anfang habe, ist der auch super. Den mache ich dann mit der anderen Karte, der ist eigentlich auch gut. Den nehmen wir nochmal, fangen wir noch nicht. Wirklich auf Panzer gehen. Okay. Den nehmen wir rein. Die Wache ist aber noch so gäbig. Da willst du fortgerusht werden, die zwei, weil sie dann, nach 4 Runden am feindlichen Hauptquartier Schaden machen. Das brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Dann nehmen wir für die zusätzlichen Credits etwas festgesetzt ist. Wenn eine Einheit zerstört wird oder ein cooler Panzer oder so. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Die Frage ist noch ein bisschen, ob wir die hier drin nehmen. Aber auch schon. Die können auch relativ stark sein. Der hat ja so ein bisschen seine Vorteile. Hier bekomme ich einen Panzer. Da mal rein. Das ist auch noch nicht so übel. Warten wir noch. Der ist natürlich nicht so schlecht. Den brauche ich unbedingt, dass ich sofort verwandt. Der hier, damit ich irgendetwas habe gegen Bomber. Der grundsätzlich. Dann brauche ich den zweimal. Und hier kann ich ihn komplett zerstören, falls ich... Nein, ist das der, was ich gemeint habe. Mit dem hier bekomme ich den Panzer 35 gratis mit. Plus die Panzeraufwertungskarte. Der ist auch nicht so übel. Von dem nehmen wir zwei, da haben wir schon 30 Karten. Die grossen Panzerkarten haben wir noch gar nicht. Den brauchen wir zweimal.
Na, der da hier, der ist natürlich extrem heftig. Und der ist auch gerade heftig. Der gibt neue Blitzpanzerung nachher. Oder komm nicht, zum Beispiel 37. 37 Karten. Wenn wir Notizen drin tun, haben wir schon 39. Jetzt hätten wir mal 39. Und dann hätte ich gerne noch den Panzer drin. Da hier hätte ich auch noch gerne drin. Da müssen wir irgendetwas rauskriegen. Kriegen wir den raus so. Gut, hat nur die 40 Karten. Testen wir jetzt gerade mal. Kartenrücken nehmen wir das da. Schlachtfelder nehmen wir das. Gut. Panzerdeutsch, gut. Spielen. Mal schauen, ob ich da ein gutes Deck zusammenstellen kann. Einfach rein nur Panzer halt. Aber man muss sich irgendwie auf irgendetwas spezialisieren. Man kann nicht ein Deck zusammenstellen, das alles abdeckt. Das geht nicht. Wenn ich auf das Anti-Panther-Deck treffe oder auf einen, der mich fortrusht, habe ich sowieso verloren. Also jetzt eigentlich die sind auch zu teuer. Und dann sind keine günstigen reingekommen. Oh, der spielt schon mal das gleiche wie ich. Ah, ein bisschen gemein, hä? Okay, eingesetzt. Der ist jetzt zu gefährlich für mich. Hingegen... Wenn er die Front einnimmt, dann schon. Aha, Zieleinheit wird unterdrückt. Lümmel da. Also auf die Front. Dann verliere ich den halt. Also den in die Front. Den daher. Den zerstören. Ich muss mit dem hier dringend in die Front kommen. Eine Gegenmaßnahme. So. Was wollte der? Zerstören wir den mal. Der ist mühsam. Gut. Das ist fast ein bisschen klar gewesen. He? Hat jetzt natürlich Glück gehabt, genau die bekommen. Jetzt hat er schon 11 Credits. Hat sich
verbessert. Jetzt brauche ich schon diese hier. Geht nicht anders. Oh, du bist schon fast durch da. Scheisse. Ja, der spielt tatsächlich das gleiche wie ich. Jetzt zerstören wir den. Den, den er einsetzt, zerstören wir auch. Und dann bringen wir noch den ins Spiel. Okay. Das ist natürlich so ein Ding. He? Der Panther ist enorm stark. Ich hätte gerne den zuerst zerstört gehabt. Also gehen wir mal mit dem in die Front. Ist, ja gut. Jetzt halt nicht anders. Da in die Front. Dann hier noch einen Schaden machen. Dass er wenigstens stirbt, wenn er den angreift. Der stirbt eigentlich. Aha. Das ist schon wieder eine Gegenmaßnahme, die cool ist. Also mal schauen. Wenn ich jetzt den zerstöre, überlebe ich das? Wenn ich den zerstöre, überlebe ich das? Ja. Und auch ich habe so einen solchen Panzer. Da hat ja die zweite von denen, aber noch nicht mal die erste. Also wenn der jetzt angreift, macht er hier 14 Schaden. 3, 6. Ah, schon rausgefunden. Gut. Hat er wieder vorher gemacht? Hat er 8, hat er 16 Schaden gemacht? Egal. Schlussendlich gleich aufgegangen. Hätte man noch ein bisschen besser können spielen. Also das Draft-Ticket wäre mal etwas wieder. Da könnte man mal so eine Draft-Runde aufnehmen. Also machen wir noch eine zweite Runde.
Und jetzt habe ich ja gegen ihn gespielt, der eigentlich ein gleiches Deck spielt wie ich selber auch. Mal schauen, wie mein Deck aussieht, wenn ich gegen andere Decks spiele, die nicht auf Panzer optimiert sind. Jetzt wir spielen entweder mit sehr hohen Karten oder sehr schnellen Karten. Entweder wird jetzt übersäckelt. Oder es gibt das Moment, bis er etwas einsetzt. Man tut seine Credits aufwerten, dass er mehr, bessere, teurere Einheiten kann spielen kann. Ja, sieht gerade so aus, als würde er mehr, besser, teurer. Meine Zieleinheit wird unterdrückt. Wir gehen mal in die Front und zerstören, was da so kommt. Mit 5 könnte schon etwas kommen, das ihm wehtut. Das war jetzt sehr interessant. Das heisst, er hat ihn auch wieder zerstört. Sozusagen. Jetzt muss ich den zerstören. Falls ich noch dazu komme. Aha. Okay, danke. Dann nehmen wir doch einfach den zerstören. Zerstören ihn nicht, he? Scheiße. Okay. Sieht jetzt unerwartet schlecht aus für mich. Also, was bringen wir noch rein? Zum Beispiel noch den. Dann geben wir dem da ganz viel Leben. Und zerstören auch gleich den. Weil der einfach sonst zu stark wird. Mhm. Und das macht er 2, 4, 7 Schaden. Was mache ich? Ich mache nichts. Ich bringe den ins Spiel. Vernebelt. Zerstöre die nächste und einsetzt. Den hier macht er noch kaputt mit dem Flüger. Gut.
Also geht nicht alle Credits aus. Spannend. Er hat aber natürlich genug Credits, dass er mich kann zerstören. Ja, das ist es eigentlich gewesen, im Prinzip, oder? Ah, der Flieger da sieht man übrigens gar nicht so viel, weil der ist ja völlig überpowered. Hat er jetzt gerade ein bisschen genossen, da, dass er am Schluss nicht den Flieger auspacken konnte. Aber er hat ja nie eine Chance gehabt ohne meine Wache. Und ich habe nur drei Wachkarten im ganzen Deck. Und meine Panzer-Doktrin-Karte ist jetzt während so einem Spiel nicht gekommen. Oder so 40 Karten ist noch. Ah. So, letzte Runde. Eine ist gewonnen, eine ist verloren. Die alles entscheidende Runde. Jetzt habe ich sie, den habe ich. Also sogar zweimal. Ja, das spielen wir. Genau, dann kommt noch eine Wache. Theoretisch. Also das ist schon mal schlecht für mich. Aber das machen wir jetzt. Ja, super. Dann wäre es auch noch in der Reserve, wenn er den Fall kaputt macht. Was er auch wird machen. Aber so viel von diesen Dingen kann er gar nicht drin haben, der England spielt. Was spielt er jetzt? Spielt er gar nicht mehr. Hallöle, spiel mal etwas. Du bist dran. Ah, es bewegt sich etwas. Gut, also, er spielt vor allem drauf, mir mein Ding kaputt zu machen. Dann opfern wir den für seine Flüger zu kaputt. Als nächstes habe ich dann meine Wache. Jetzt muss ich irgendetwas einsetzen, wie ich mit dem meine Fliegerabwehr zerstören. Da kommt jetzt nicht ganz draus, was er da macht. Ah. Weil jetzt gehe ich in die Front. Und ich setze zwei von diesen Panzer rein.
Jetzt, hast du einen Bomber oder was hast du jetzt? Also einmal Bomber. Gut, sehr schön. Ach, wir nehmen mal den. Ui. Ja, müssen wir dann mal etwas machen mit diesen Karten. Aber wenn es auch nur E-Bomber hat, das stört mir genau rein. Jetzt bist du ein Jäger. Ah, spannend. Okay. Gut. Also, dann da. Dann müssen wir eigentlich den einsetzen, damit wir irgendwie noch Karten haben. So. Also jetzt hat der wird jetzt irgendwie stärker. Jetzt mal den Meerrennen besiegt. Vor allem ein Sättiger, der macht +1/+1. Dann wird auch den zerstören. Gut. Hat er sich also entschieden. Jetzt gehen wir da mal in die Wache. Machen wir da eigentlich mal noch ein bisschen Schaden. Mhm. Oder den spielen. Und den spielen ist dann gerade die Front. Hä? So, und jetzt sind wir da, den und den. Und dann machen wir doch da. Was macht der 4? Er macht relativ viel Schaden. Jetzt ist die Frage, spielt er auf Schaden oder will er das Ding kaputt machen? Ah, ja, gegen so ein Flügeldeck. Leider. Mein Pantherdeck ist nicht so schlecht. Sein Flügeldeck wäre besser gewesen. Und er hat so gut gespielt, kommt noch dazu. Aber das war es mal gewesen. Merci vielmals für zuzuschauen.